Habe Derek Servus, alles fit. Alles fit bei dir? Passt alles Ein Zettel falsch rumgehalten. Das passt. Kurz Kaffeeprost an der Stelle. Darf ich, bevor du trinkst, den Spruch auf meiner Tasse vorlesen. Da steht: Wie schön wäre dieser Job ohne Arbeit. Verstehst du? Ja. Nein. Für euch, da sitzt echt gut gemalter Typ an einem Schreibtisch mit Anzug und ist offensichtlich gerade in der Arbeit. Ja. Und das ist so der Plot-Twist, gell? Haben wir die Liste mehr als Tassen aussortiert? Ich weiß nicht, woher der jetzt wieder kommt. Also ich hab's nicht mitgenommen, auf gar keinen Fall. Naja. Bist du bereit für einen kleinen Tierfakt? Natürlich. Okay, dann kommt er. Lämmer erkennen das Gesicht ihrer Mütter auf Fotos, und zwar auch Jahre später, nachdem sie getrennt wurden. Sie zeigen messbar weniger Stress, wenn sie das Foto sehen. Auch nur ein Bild reicht. Wow, das ist einfach nur ein Fakt, der mir brutal runterzieht. Ja. Vielen Dank, Sabrina. Wahrscheinlich gerade wieder, jetzt ist wieder komplett auf ihrem Vegetarier-Trip und muss uns mit reinziehen. Ja, ich kann sofort aufhören. Ja, kein Problem für mich. Also, wow. Lamm, muss ich sagen, kann ich schon verzichten. Also, ich esse sogar nie Lamm. Ja, ich finde es scheiße. Ich finde es nicht scheiße, aber es ist jetzt so lieb. Also alles, was aus Schafen produziert wird, außer die Wolle. Ich mag die Milch nicht, ich mag auch keine Ziegenmilch, ich mag das Fleisch nicht. Die Hufe? Die schon, aber das Schmuck halt. Ja, okay, schon, das Ohrringel. Ja, oder das Ding für meine Rituale, für meine satanischen, da brauche ich ab und zu mal eine Schafhufe. Aber eine Ziegenhufe, um den großen Fürst der Finsternis zu rufen. Ja, genau. Zu rufen. Huldigen, du hast bestimmt das Wort huldigen. Ja, zu rufen, ja. Okay, und dann huldigen. Ja. Nein, also jetzt haben wir mich machen. Was war die erste Aufgabe für ihn? Mein Steier. Ja, da. Stell dir mal vor, du rufst den Fürst der Finsternis und sagst, du hast jetzt einen Wunsch frei, beziehungsweise er ist jetzt da, um alles zu erfüllen, was du ihm sagst, und dann sagst, mach mal Steine. Also. Ja. Und dann das muss auf der Tasse. Ja, dann hockt er erst einmal 2 Stunden bei Belege sortieren. So, ja. Und dann kriegen wir wieder die ganze Zeit WhatsApp-Nachrichten mit, was ist das für ein Beleg? Ist das eine Rücksendung? Wie kann es sein, dass ihr bei Amazon 60 Artikel bestellt habt, aber 62 zurückgeschickt? Na, warum habt ihr 35 Belege in einem Monat vom Ragelschubser? Ja, warum habt ihr aus irgendeinem Grund 40 Notebooks bestellt? Ja. Aber gut, jetzt gehen wir zu sehr ins Detail, glaube ich. Das sollte man lieber nicht. Vor allem, nachdem wir ja viele Leute verärgert haben. Kann ja sein, dass einer dieser Radlfahrer Steuerprüfer ist. Safe. Und also wenn du Steuerprüfer bist, dann bist du safe ein Radlfahrer. Weil dann musst du die Menschen, ich glaube, dir klang es nicht, dass du die Menschen nur in deinem Job fertig machst. Ja. Ich glaube, dass du das so richtig freust. Also, Umsatzsteuer zurückkommen, 50 Euro. Bam, zack, 50 Euro Mahngebühr. Säumniszuschlag. Selber schuld. Ja. Ich mache die Regeln nicht. Ich bin nur der verlängerte Arm des Gesetzes. Schon, also KZ-Werte leicht. Wer glaubst du ist unbeliebter? Politessen oder ich weiß nicht, wie man inzwischen Leute vom Ordnungsamt, ich weiß nicht, wie man es nennt, politisch korrekt. Ich weiß nicht. Okay, ich fange nochmal an, damit wir so ein gutes Reel schneiden können. Politösen. Ja, wer glaubst du ist unbeliebter? Politessen oder Rennradlfahrer? Und das meine ich ernst. Das ist jetzt nicht, ich will keinen triggern. Glaubst du schon? Ja, weil es ja finanziell noch für Furore sorgen. Also ich glaube, Politessen sind unbeliebter wie Rennradfahrer. Ich glaube auch in einem 1:1 Vergleich, aber ich glaube, dass sie Leute öfter über Rennradlfahrer aufregen müssen. Ja. Weil, ich muss sagen, gut, das ist ich reg mich in Zusammenhang mit Politessen über die Situation auf. Selten über die Politessen oder. Im Endeffekt, manchmal ist man ja selber, also eigentlich ist man immer selber schuld, wenn man aufgestimmt wird. Es ist halt nur, das Berufsbild selber ist halt einfach. Also wenn du dich dazu entscheidest, diesen Beruf zu machen, bist du halt Schmutz. Ja. Und so. Du musst dich halt einfach drauf einstellen. Ja, also du musst, das war so jemand, der in der Glasscheibe verpetzt hat. Ja. So, der Michi ist gerade sein 4 Wurstbrot im Unterricht. Ja, stimmt. Nein, das war es 5, du Arschloch. Ja, aus dem war es nicht sein Wurstbrot, sondern so, dass seine Mitschüler geklaut. Nein, kann der nicht. Kann der kein Bahnkontrolleur werden oder sowas, weil es mir einfach alles auch viel zu sehr egal ist. Fahr mit dem Zug, zahl oder zahl nicht, mir scheißegal. Ich würde so gerne den Lebensverlauf von so einem Bahnkontrolleur sehen. Ja. Und auch von einer Polizei. Ich sage jetzt mal, gehen wir bewusst von so einem Fahrkartenkontrolleur, wo man sagt, ich glaube, dass es viele Leute gibt, die gerne da positiven Mutes rein und sagen,
Ich möchte das Ganze ein kleines bisschen anders angehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle da draußen Arschlöcher sind. Alle. Nein, ich spreche nur aus der Sicht des Kontrolleurs. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Gäste wirklich Arschlöcher sind. Und ich weiß nicht, ich sage einmal, aller spätestens nach einem Jahr hast du diese ganze Devise über den Haufen geschmissen und gehst wie 99% aller Kontrolleure durch die Gänge und bist einfach nur pisst. Hast keinen Bock, die nächste Scheiß-Ausrede zum Hören oder die von irgendjemandem beleidigen zu lassen. Ja. Wenn man gerade noch panisch bei der DB-App versucht, ein Ticket zu kaufen. Das darf mich nachher vor interessieren, aber also du siehst ja, wenn ich es mir jetzt am Handy hole, die Karten, wann es gelöst wurde. Ja. Glaubst du, ich glaube aber trotzdem, dass, was? Ich glaube schon, dass manche da genau drauf schauen. Manche Menschen, die sich dann eben freuen. Da waren wir wieder beim Punkt, ich hätte das Ticket sehen, ich hätte es ablesen. Natürlich. Und dann einfach weitergehen. Gut gemacht. Wahrscheinlich hätte ich mehr für immer zum Schaffner für stehen und gar nicht kontrollieren. Nein. Da ist hier ein Käffchen und so und. Man muss aber, also da möchte eine positive Lanze bringen für die Leute, die bei der BRB arbeiten. Die halten immer die Schnauze, wenn es ums Bier trinken geht. Da sagt nie jemand, jetzt dazu mal ein Bier weg oder so. Nichts. Die sagen das, habt ihr eure Tickets, Jungs, danke, und dann gehen sie einfach. Nach wie vor, als wir letztens mit dem Zugeben vom Passau heimgefahren sind, hat der Stefan noch eine komplette Bierflasche verschüttet. Alles war, das ganze Abteil war voll und er hat halt versucht, in seinem besoffenen Zustand ansatzweise mit Tempos wegzumachen. Aber er hat gesagt, der Toilette wären noch Klopapier zum Wegmachen. Ja, das war sein einziger Kommentar dazu, dass 2 weitere gefüllte Flaschen genauso gefährlich da gestanden sind, nur darauf warten, dass die nächste kleinste Erschütterung sie auch umschmeißt. Kein Kommentar. Nein, kannst nichts sagen. Also da auch vielen Dank an der Stelle nochmal an die BRB. Aber fängt euch dafür, dass ihr die Gleise in München verlegt habt. Also partiell scheinbar und temporär. Ja. Kleiner Wochenrückblick, was war alles los? Wir waren ein Ding waren wir in Groß Aal auf der Lady Ski Week. Ja. Da waren wir, also erst ist unser Song rausgekommen. Genau, fangen wir, ja. Mein Dorf ist rausgekommen. Kommt ganz gut an. Viele positive Kommentare. Ja, performt auf YouTube schön. Gut an, verhältnismäßig gut. Ist wieder eines der klassischen Musikvideos, wo wir uns jetzt nicht wahnsinnig viel Gedanken dazu gemacht haben, im Sinne von, wir möchten eine brutale Story erzählen. Aber das ist natürlich wieder eins, das mit am besten noch kommt. Aber vielleicht ist das, was die Leute, was die Los Brutales Hörer wollen. Ja, authentische, zusammengesoffene Wichser, die sich irgendwo treffen und am Dorf rumgehen. Ja, haben wir jetzt bei 18 aber auch nicht gemacht. Was? Also uns besonders viel Gedanken gemacht. Nein. Aber ich weiß nicht, den Song mengs allgemein ein bisschen weniger, was ich nicht check. Also ich mag alle 3 Releases eigentlich gleich gern. Aber 18 ist schon, keine Ahnung, check ich nicht. Die sind ja nicht so jung geblieben wie wir. Die kennen das nicht, wenn man ein bisschen eine Party macht. Ja. Genau, das ist passiert und wir waren auf der Lady Ski Week in Groß Aal. Geile Veranstaltung. Geile Leute da, muss man sagen. Anfahrt lange. Ja. Geiles Hotel. Mega geiles Hotel. Weiß nicht, was geheißen hat. Tauernhof. Tauernhof mit den nettesten Mitarbeitern. Ja, wo unfassbar. Ich seit langem erlebt habe. Ja, also man muss sagen, von Anfang bis Ende, also von der Rezeption bis zu dem Servicepersonal und auch die Leute, die gereinigt haben. Und auch der, ich weiß nicht, ob es der Chef war, der uns da rüber geleitet hat am Anfang. Ja. Weiß ich nicht, auch ein geiler Typ. Du meinst der mit dem enger Poloshirт? Habe ich nicht aufgepasst, tatsächlich. Der am Anfang da war. Ja, genau, der gesagt hat, ob wir drüben essen wollen. Da war der Kid Rap und wieder außerordentlich lustig, weil er so gekommen war, wirklich nett. Und er hat gesagt, ja, wie es ausschaut, mit dem Essen, ob wir da essen wollen oder was der Plan ist. Und dann haben wir halt noch eine kleine Empfehlung gefragt und dann hat er 2 Sachen genannt. Dann hat der Kid ja gefragt, ob sie denn keine Austern da haben. Und er hätte der Typ stellen sollen, hat er gesagt. Und dann haben wir eigentlich schon relativ schnell gesagt, das ist ein Scherz. Ja, hätte er das gewusst, dann hätte er es bestellt, die Austern. Mir auf jeden Fall mega pisst, dass es keine Austern gegeben hat. Schnecken haben sie auch nicht gehabt und dann ist er so ungefähr eine Stunde später so nochmal gekommen mit einem Obstkorb und ich habe halt, war ein super Obstkorb und dann habt ihr ja ein Litschis. Also haben sie natürlich auch nicht drauf gehabt, wo du dann denkst, okay, warum schreibe ich dann so einen Rider? Warum schreibe ich Austern und Litschis auf meinen Rider? Ja. Dann kann ich es ja gleich lassen. Ja. Vor allem geht's zum Tauernhof, direkt vorm Tauernhof ist der geilste Streichelzoo, den es ja noch irgendwo gibt. Da waren Babyziegen waren da.
Hosen, wer immer. Ja. Hosen, was war noch da? Hähner. Pony war noch cool gewesen, Ja. so ein kleines Pony. Anten. Gänse, glaube ich, oder? Wahrscheinlich. Alles, ich glaube, dass da alles ist. Weil das so eine kleine Arche Noah und Gibt Streichel es so. ein Bordersport für Gänse? Irgendwie hat sie Gänse falsch schon. Gänse. Gänse. Boah, bestimmt gibt es so ein urbayerisches Wort, das wäre geil. Schreibt es mal in die Kommis. Ganz. Ganz. Also das ist die Mehrzahl, aber das aber ein Ganz, ja. Die Gans. Wow, ja, da kommt der Rapper wieder raus. Na, ansonsten auch, war ja für uns jetzt nicht unbedingt ein Heimspiel. Nein. Entsprechend geil war der Auftritt. Also man hat dann, nachdem der DJ No Cap hat die Leute vorher eingehört, hat einen richtig guten Job, oder schon No Cap? Ja. Richtig guten Job gemacht, sympathischer Typ. Ja, voll. Und hat dann auch schön reingebrüllt, ja, wer hat Bock auf Los Brutales, und da haben die ganzen Ladies hier direkt was gesehen. Ich hab's nicht wirklich gesehen, aber ich hab's gehört. Ja. Wie es auf einmal, ne? Ja. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ja. Und da war schon dann der Moment, wo ich mir gedacht habe, jetzt habe ich richtig Bock auf den Auftritt. Ja. War eine kleine Besetzung, ohne Band. Dann auf Bühne. Ich hab ein bisschen in meinen Mund gekotzt. Stimmt, das ist noch Wir haben wichtig. sehr viel gegessen davor. Gab ein Zwiebelrostbraten, dann halt ein paar Weißbier, ein paar normale Bier, ein Salatbuffet. einen guten Salat geholt, mit Eier, ein bisschen Speckwürfel und sowas halt so gehabt haben, und dann die Glue-Boys waren ja auch da, und dann hat einer vom Team von die Glue-Boys Geburtstag gehabt, da haben wir dann der Harry und ich noch ein Stück Kuchen gekriegt und das noch gegessen. Hat der Kid Rapsy noch schief am Auftritt ein kleiner Slice Karottenkuchen von Arthurs Mama gegönnt. Ja, von seiner Freundin. Oh, Entschuldigung, von Arthurs Freundin. Ja. War der gut? Ja, war, sei ehrlich, sei war wirklich gut. Ja, okay, ich mag keinen Karottenkuchen, und ich hätte ehrlich gesagt nach dem Zwiebelrost keine Lust mehr auf einen Karottenkuchen. Da war schon saftig. Ich mag Karottenkuchen tatsächlich schon, obwohl es Karotten ist. Du darfst einfach nicht zu viel drüber nachdenken, glaube ich. Das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Nein. Und dann auf jeden Fall, wenn wir so Clubshows machen, so einen kleinen Anheiz am Anfang auf, ja, ist ja wurscht. Und auf jeden Fall. Ja, nein. Ja. Und dann haben wir so angeheizt, und ich drehe mich um und dann so. Ich merke, so ein kleiner Spritzer hochgekommen ist, so ein kleiner Spritzer, ein bisschen Brocken. Das war gut, dass du sagst, das war meine nächste Frage, in waren Brocken dabei? Ja, es war schon so es war einfach zu viel. Ich glaube, es war der Karottenkuchen, der so wieder ein bisschen sich hochgeschoben hat. Ja, ich habe da gesagt, das ist kein Karottenkuchen. Ja, der war noch nicht in meinem dritten Pansen hochgekommen. Und dann habe ich gedacht, fuck, was machst du jetzt? Und dann schnell einen Schluck Bier und habe es abgeschwappt wieder. Ja. Also alles relativ schnell gegangen. In was für ein Moment war das? Also du hast gerade keinen Text gehabt, oder? Offensichtlich. Nein, wir waren gerade fertig mit dem Anheizen quasi. Das würde ich sagen, hey, ihr sagt, das war mal Vollgas gemacht, da hat sich dein Körper dann gedacht, alles klar. Jetzt. Und das war ja peinlich gewesen, weil ich war nicht so besoffen, dass ich kotzen hätte müssen. Also wir haben vor dem Auftritt noch gar nicht. 3 Bier oder 4 Bier oder so gehabt. Ja. Und da muss man schon sagen, aber unser Ruf eilt uns ja da voraus, und dann hätte es wieder gar nicht brutal, was ich besoffen war, auf die Bühne gekotzt. Ja, das lassen wir schon ungern nachsagen, dass ich besoffen war. Ja. Muss ich schon von dem her, aber dann war es super, dann einfach nur 2 Schluck Bier. Ja, ansonsten muss man ehrlich sagen, man kann sich auch mal selber loben, der Auftritt war komplett flawless. Ja. Also wir werden ja auch besser, wir lernen ja. Also wir möchten ja unsere Leute was bieten, die den weiten Weg auf sich nehmen. Aber es ist schon so, dass zwischendrin einmal der ein oder andere kleine Texthänger, haben wir ja letztens erst thematisiert, im großen Auto-Podcast, aber kein Texthänger, kein Gitarrenfehler, einmal vielleicht ein bisschen. Man muss aber auch da dazu sagen, dass wir im Vergleich jetzt so in der badischen Musikszene unendlich viel Text haben. Ja. Also alle anderen ja immer, die haben ja 3 Wörter, die ziehen es dann über den ganzen Song. Ja, so geht's. Und so geht's dann, da hätte ich auch keinen Texthänger. Ja. Und dann noch hier dieselben Akkorde, die alle unsere Songs haben. Ja. Wahrscheinlich meistens sind nur 3. Ja, aber sie haben von uns geklaut, das ist mir wichtig. Ja. Wir haben nämlich einmal FCG erfunden. Ja. Nennen wir irgendeinen anderen Song. Na, irgendwann, der vor uns da war. Ja. Der ist ja cool. Sag mal einen, eben. Ich kenne keinen.
Wer hat es erfunden? Wir, nicht die Schweizer. Ja. Genau, also wir haben ja unendlich viel Text und das natürlich mit der Menge an Alkohol, die wir trinken und auch schon getrunken haben. Also was da in den kleinen Rosinen, also da ist das ist wie wenn es zu einem alten Windows-PC von 1998 kostet, du willst GTA 6 spielen. Ja, oder ganz ehrlich, du willst ihn nur anschalten. Du willst einfach nur anschalten, aber hast ihn auch schon seit 30 Jahren nicht mehr angehabt. Ja, und dann kommt erstmal so die Stabwolken raus. Und du sagst auch einmal, mir sagt, weil die Festplatten einfach schon komplett. Denkst du, machst einen Generator, aber oder einen Eicher. Ja. So schaut es in unserem Kopf aus. Ja. Und da hier unendlich viele Wörter und Melodien und keine Ahnung was. Ganz ist ja nicht nur Rap. Show auch noch. Ja. Show auch noch. Und jetzt müssen wir spontan irgendwas Lustiges sagen, was zwar die Leute unten gar nicht verstehen. Und der Tontechniker so, scheiße. Gaudi, Patrick und Chris. Eine kleine Gaudi. Ja. Aber ja, kann man sich schon mal loben. Ja. Also wie viele Songs spielen wir? 15 aufwärts, schon, mehrere? Ja. Ich glaube 15, 16 sowas. Dann ein paar Sachen angespielt, kurze Stimmungstests. Ja, dann merke ich mir teilweise, jetzt habe ich letztens von 4 Songs die Akkorde merken müssen. Ja. Und das waren unterschiedliche. Ja. Bis auf mit zu der Rhodes Country, der Hulappa und dann das Abschlusslied, aber das verrate ich nicht, was das ist. Weil für diejenigen, die noch nicht auf unserer Show waren. Ja, dann sind wir runter von der Bühne, dann sind die Gluis auf, haben auch eine sehr feine Show wieder abgeliefert. Die waren natürlich mit der ganzen Entourage dabei, mit Band. Schiebt auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Und während die gespielt haben wir uns schön eingedegelt. War der Backstage-Koffer im Einsatz. Oh ja. Da wir vorgekommen mit dem Harry wie ein kleiner Droh. Also erst wir zwei, wir haben ein paar Stammball verteilt mit den Tänzerinnen, die waren am Start. Das kann ich mal auch nochmal Props an die 2 Tänzerinnen, die haben so geile LED-Masken aufgehabt. So Hasen-LED-Masken und sind perfekt zum Schuh des Manitou auf die Bühne gekommen. Ein falscher Hase. Das war so geil, das war so stark. Und die haben auch wirklich eine eigene Choreo gehabt. Waren auch den Rest des Auftritts dann drauf, oder? Ja. Waren die bei den Gluis auch mit drauf? Nein, ich glaube nicht mehr. Ich glaube, da war aber auch kein Platz wegen der Band. Muss man dazu sagen. Und da haben sie Schnaps verkauft dann in der Menge, so wie ich das mitgekriegt habe. Also haben sie unser Prinzip geklaut, oder? Mit den Shotgirls. Ja. Geht gar nicht. Nein, ich habe es einer verziehen, weil sie uns dann auch noch einen Shot gebracht haben. Ja, Lufti. Ja. Stimmt, scheiße, da habe ich echt viel Lufti noch drin gehabt. Ja. Genau, dann war ja das ganze, die Veranstalter und so waren dann auch alle da. Und der Harry und ich sind zu jedem hin, magst du einen Preis? Ich hab's mitgekriegt, ja. Magst du einen Spezi? Nein, magst du einen Spezi? Soll ich da quasi machen? Für das? Ja. Aber mischt du das dann da vor Ort? Oder? Ich misch gar nichts. Ich sag's in so farbige. Nein, ich meine, mischt der Farbe das vor Ort? Nein, ist für jetzt Nasenloch ein Geschmack. Das macht ja dann gar nicht so viel Sinn. Ja, gut, wenn das kommt ja da dann zusammen. Ja, das stimmt auch wieder, wenn das wo der Geruch hingeht. Direkt da rein, ja. Das ist ja alles da. Ja, dann auch da muss man auch sagen, der Kühlschrank war schön gefüllt mit Jäger und Bier und da haben wir uns dann auch noch Obstkorb gesagt. Sabrina der Kiwi mit der Schale gefressen, das war das Widerlichste, was ich seit langem gesehen habe. Stimmt, das hätte ich schon wieder vergessen. So sind so die Kleinigkeiten, die verdränge dann, aber das ist echt voll gut und ich denke mir einfach, ich glaube, es gibt viele, aber das sind ja die gleichen Leute, die einfach einen Apfel mit dem Strunk essen. Ja. Das kannst du sich, klar bringt es dir nicht um. Nein, wächst kein Apfelbaum in dem Bauch. Nein, aber man muss es einfach nicht. Vor allem ist dann die ganze Zeit rum, ich habe Kiwi zwischen meinen Zähnen. Ja, überall, Kiwi-Schale, klar. Dann geh ins Hotel oder aufs Scheißhaus und machst da weg, du rennst vielleicht nicht Bestmann so drin. Aber die schaut sich das nicht an. Die kriegt ja das alles gar nicht mit. Ja, allgemein einer der Tage, also großartiger Abend, muss man sagen, hat echt Spaß gemacht. Aber wieder einer der Abende, wo der Schnaps mir definitiv hat seinen Tribut gezollt, muss man sagen. Bin ich natürlich ein bisschen übers Ohr gehauen worden. Vor allem haben wir unseren Einstiegs Jägerbull. Ja. Jägerbull ist Flying Hirsch, gell? Ja. Ich weiß nicht, Jägerbull klingt. Also ich glaube, Flying Hirsch ist dann, wenn du eben das Stammball drin, also die kleinen Jägerflaschen. Das ist für mich so ein Hippie-Ausdruck. Für mich bleibt es einfach ein Jägerbull. Jägerbull, ja. Wird jetzt der Otte nennen? Jägerbull wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich schon, ja, macht ja voll Sinn. Ja, und waren die Gluis fertig, haben wir da auch nochmal ordentlich gesoffen, haben erst draußen noch eine schöne Runden Flankeball gespielt. Und da muss ich sagen, das war dann, ich habe dann mit dem Isaac, diese Drecksau, hat er mal gefragt, ob er mal einen Backe Cola machen soll. Und dann habe ich nicht nein gesagt, kennst du mich. Ja.
Und dann hat er mir den gemacht, ich habe nicht hingeschaut und zack, da das ist da drauf und sagt, jetzt schießen wir. Und ich natürlich, klar, weil eigentlich haben wir mal vorgenommen, ich trinke keinen Schnaps mehr aus, sonst ein Jägerbull, aber irgendwie da war es dann schon so weit, dass es mir schon wieder wurscht war, Schnaps 4 Biergrenze schon überschritten. Ja, nein, also dass ich wirklich so aktiv, da haben wir ja unsere Bärwurz schon gesoffen gehabt, auch, oder Blutwurz, was immer das war, die übrigens saureidig sind. Ja, danke nochmal an euch, Ja, Max und, also Ketzmusik und Snoozy. Habt ihr eine ganz feine Auswahl getroffen. Ja, das nächste Mal wird er dann ein Bärwurz, weil Blutwurz ist uns zu mild. Ja. Und dann haben wir den geschossen, es waren solide Bechergröße. Und dann schieße ich das Ding und beim Saufen denke ich mir schon, ja, leck mich am Arsch. Ich hab dann so ein kleines bisschen, da war halt immer fast kurz selber in den Mund gekotzt. Ja. Und dann sieht man noch Dreckert grinsen. Ja. Und ja, da ist also dann ein bisschen geschossen worden. Ja. Und dann ist, glaube ich, die nächste Runde Flankeball. Ich glaube, das war sogar vor dem Flankeball, das geschossen worden ist. Und dann hat es nicht gereicht, draußen Flankeball zum Spielen. Dann wollten wir erst mitten in der Menge, es hat nämlich nur ein DJ auf der Bühne gespielt, Flankeball spielen. Das hat aber dann der Security gesagt, nein, bitte nicht, wegen Ding. Und dann haben wir auf der Bühne Flankeball gespielt und da war es dann auch schon so weit. Da habe ich schon gemerkt, auf der Bühne so ein bisschen, du kennst den Moment, es gibt, finde ich, am Abend einen so einen Moment, wo du checkst, okay, jetzt kommt so der Umschwung, wo es ungut wird. Ja, meistens kriege ich das nicht mit. Nicht, ich bin einfach dann todesstrack. Okay, nein, das war bei mir, war der so ein Moment, ich weiß noch, als wir auf die Bühne gegangen sind zum Flankeball spielen, war dieser Moment, wo ich dachte, oh fuck, jetzt schießt das. Das ist bei mir dann auch so ein Ding, da schießt dann der Schnaps richtig rein. Und da haben sie dann meine Flankeball-Skills auch stark verschlechtert. Ich habe dann irgendwann mit einer Flasche schmeißen müssen, weil keiner seinen Schuh hergeben wollte. Und ich habe dann irgendwann die Flaschen verwechselt. Ich habe nicht mehr gewusst, welche Flaschen eigentlich die Zielflaschen waren und die Werfflasche. Und da hat das Unglück seinen Lauf genommen, alkoholtechnisch. Und dann sind wir natürlich zum absoluten Highlight des Abends gekommen. Der Isaac und ich, wir haben gedacht, das ist eine großartige Idee, wenn man sich ein kleines Watschenduell liefert. War der perfekte Zeitpunkt dafür. Ja. Ich glaube, es ist sehr sinnvoll, das ab 3 Promille aufwärts zu machen, einfach nur um auch die Sicherheit bei der Kontrahenten wirklich zu gewährleisten. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Watschenduell ist, ist ein relativ einfaches Regelwerk. Es stehen sich 2 Typen gegenüber und hauen sie abwechselnd ins Gesicht. Mit der flachen Hand. Wichtig. Es gibt eigentlich nur 3 Regeln, glaube ich. Mit der flachen Hand hauen, nicht gegen das Ohr oder gegen den Hinterkopf und man darf nicht mit dem Schlag mitgehen. Das sind zumindest, weil es gibt ja in Amerika jetzt wirklich diese Ligen, diese Slap-Contest-Ligen, wo sie halt dann so 2 Hardcore-Prügel einfach mit 180 in die Fotzen hauen. So war es ja bei uns, das war ja ein freundschaftliches Watschenduell. Ja. Und ja, haben wir uns dann entschlossen, dass wir das machen. Ist dann, du hast das besser beschrieben, ich war da schon wirklich gut angesoffen. Ist dann schön hin und her gegangen, hat sich dann es hat sehr leicht angefangen, Dann haben sie es hauptsächlich gegenseitig gesagt, geht schon noch was, geht schon noch was. Ja. Und irgendwann ist es dann gemündet in, wie soll man sagen, schon einen recht köstlichen Fotzen vom Isaac, den man richtig schön unchristlich, hat er mal richtig unchristlich gegen das Trommelfell zentriert. War dann ein bisschen wobbly und da muss ich sagen, mal wieder eine komplett neue Erfahrung. Da lernst du den menschlichen Körper nochmal auf ganz neue Art und Weise kennen. Weil ich kenne es ja vom MMA und Boxen. Weiß nicht, bist du schon mal angenockt worden? Ganz leicht wahrscheinlich noch nicht, oder? Wenn du ausgenockt oder angenockt wärst, dann wird es ein bisschen schwarz vor Augen so leicht, der Kopf summt und du wärst deppert am Kopf. Wenn da jemand gegen das Ohr haut, ist das wie wenn du die einfach 4-mal im Kreis davor draht hast und verlierst komplett erst einmal für 1 Sekunden oder so die Orientierung. Und das ist das Frustrierende daran ist, dass wenn du ja angenockt wirst von einem Faustschlag, dann checkst du das nicht. Aber wenn du es gegen das Ohr kriegst, dann checkst du das voll. Das ist das Nervige an einem Ohrschlag. Und ich habe dann, weil mich interessiert ja, was mit dem Körper passiert, scheinbar, wenn du beim Boxen passiert das so gut wie nicht, weil es auch verboten ist und es passiert nur dann, wenn du mit der flachen Ohr
eine Hand aufs Ohr triffst, dann entsteht scheinbar ein Unterdruck und den haut's da dann rein. Und da muss man jetzt sagen, da ein bisschen Glück gehabt. Also das ist, ich meine, ein Slap-Contest ist ja an sich schon dumm. Ja. Sagen wir mal ganz ehrlich. Ich meine, du brauchst ja keinerlei Skills dafür in der Theorie, sondern du haust halt einfach aufeinander ein. Ja. Das ist das Dumme, aber Geile an einem Slap-Contest, vereint perfekt Sadismus und Masochismus ineinander. Aber ich glaube, als Musiker nicht so klug. Nein, vor allem in dem Zustand, weil ich meine, wir haben ja das wirklich freundschaftlich gemacht. Also, weil da in die Slap-Contests hauen die einfach mit 100% zu. Ja. Ich behaupte mal, auch wenn wir angesoffen waren das vielleicht, ich glaube, dass keiner von uns auch noch ansatzweise über die 30% gegangen waren ist. ja keine Emotionen dabei. Nein, null, also überhaupt gar nicht. Das ist einfach nur witzig, einfach nur dumm witzig. Ja. Und wenn du einen 30% Schlag einfach ans Gesicht kriegst, dann ist das ist einfach nur unangenehm und witzig. Aber wenn jetzt der Isaac ausgeholt hätte, richtig, Vollgas, und mir ans Ohr gehauen hätte, dann war halt einfach das dumme Feier gewesen. Ja. Und das war echt ärgerlich gewesen. Mir ist noch wichtig zu sagen, das heißt auf keinen Fall, dass das war mit den Slap-Contests. Aber ich muss was, also das nächste Mal muss man dann einfach, da erinnerst du mich daran, dass wir dann so machen. Ja. Versprochen. Ja. Ja, du hast dann Isaac dann auch noch eine reingehauen. Stimmt, genau. Da gab es eine lange Diskussion. Ja, da musst du sagen, weil ich wie gesagt, ich war echt. Ja, du wolltest dann nicht, weil du dann ja gedacht hast gesagt, das passt schon, weil nicht, dass dann jetzt eskaliert. Ja. Und dann hat der Max von die Glue Boys gesagt, nein, das entscheidet jetzt. Also der Isaac hat auch gesagt, ja, nein, hau noch her. Ja. Und dann, ich weiß, sind sie viel zu oft händegerig, das ist immer das Unangenehme, wenn du besoffen bist. Ja, passt. Machen wir. Ja, ich weiß, ich erinnere mich noch so halber an meinen Gedankengang. Ich habe mir halt wirklich dann gedacht, ich möchte nicht, dass es jetzt irgendwie so wirkt, dadurch, dass er jetzt, sage ich mal, da einen schönen Shot gelandet hat, wollte ich dann nicht, dass es so wirkt, als wäre er mir jetzt rächen, weil es soll einfach nur lustig sein. Ja. Und dann habe ich gedacht, nicht, dass das dann falsch rüberkommt. Aber der Max und ich haben dann ausgemacht, dass du noch einen machst. Und dann ist Schluss. Haben unsere Sekundanten entschieden. Ja, ich habe noch eine super. Ich habe am nächsten Tag dann eine Nachricht vom Isaac gekriegt. Die muss ich noch. Ich habe erst nicht gewusst, wer es ist. Ja. Und hat einfach noch geschrieben, geiles Watschenbettel gestern. Ich habe mir noch eine Sprachnachricht geschickt, die ist ziemlich witzig. Ich habe mir eigentlich einen Teil vorspielen. Ja, muss sagen, war super. Also hat echt Spaß gemacht. Und so ein Watschenbettel, das schaut eigentlich nie, vor allem wenn man mittlerweile keine 17 mehr ist, sondern auch schon in einem eigentlich vernünftigen Alter sein sollte. Aber ja, ich muss sagen, also ich spiele Watschen heute auf jeden Fall immer noch. Ich tue mir schon beim Essen und so, tue mir das Kiefer ein bisschen weh auf jeden Fall. Vor allem da die Muskulatur auf der Seite. Also hat sich ausgezahlt. Nette Erinnerung mitgenommen, das passt auf. Passt auf jeden Fall, ja. Von dem her einfach eine schöne, nette Erinnerung an einen super Abend. Ja. Ich habe gesagt, vielleicht hat er mal wieder Zeit, weil mein Tinnitus ist leider wieder komplett weg. Ja. Von dem her, weiß ich nicht. Ja. Soll man das vielleicht nochmal neu aufrollen dann demnächst? Ja, Tinnitus ist was mich instant nervös macht. Ja, hat es mir auch ehrlich gesagt. Ja. Weil ich habe ab und zu nicht einen hohen, sondern einen tiefen gehabt, ein paar Mal. Und das ist auch sehr unangenehm. Und da habe ich dann auch hypochondermäßig gleich googelt und dann kannst du sagen, das kannst Filme haben und so. Und dann vor allem hat sich das so angehört, wie wenn draußen ein LKW vorbeifährt, so ungefähr so. Oh, das ist nervig. Ja, und ich bin aufgewacht und dann habe ich meinen One-Night-Stand gefragt, hörst du das auch? Ja. Und er so, na was, ist ja das Brummen. Ich so, nein, da brummt nichts. Ich so, was, wieder brummt nichts. Ich dachte, jetzt ist soweit hier der Kid Rap offiziell diagnostiziert. Ja. Aber hat dann nach 3 Tagen was weg. Ja. Ich habe meinen ersten Tinnitus, ich bin im Alter, wo ich sage, meinen ersten Tinnitus traurigerweise nach einem Mob-Mama-Konzert gehabt. Echt, okay. Nein, den ersten schon, wo ich einen Böller in so eine Röhre reingeschmissen, also unter so einer Brückenunterführung, und es hat so kalt und ich war viel zu nah dran. Und da hat es dann auch, ich glaube, es ist wie wenn du halt so im Krieg bist. So hat es dann einfach pfiffen. Ja. Nein, aber es ist auch tatsächlich was man reingedacht hat, okay. Ja, Ohren, Stimmen sind nicht die Sachen, die brauche ich halt schon viel. Ja.
Vor allem das Schlimme ist, wenn du eine Zeit lang einen Tinnitus hast, kann der auch chronisch werden, im Sinne von, der ist, vor allem kann der eingebildet sein. Dein Kopf spürt dir irgendwann vor, dass das pfeift und es gibt Leute, die bringen sich deswegen um. Also beziehungsweise, ich möchte es nicht gleich übertreiben, aber gibt es auch, aber ich meine, es gibt viele Leute, die das in eine Depression stürzen, wenn es dann wirklich einen heftigen Tinnitus haben. Aber meine erste Friseurin hat das gehabt. okay. Ja, die hat er taugt? Ja, war ein großer Wunsch schon immer. Ja. Nein, das hat der fertig gemacht, aber irgendwann hat es gesagt, wohnt man sich dann irgendwie dran, Gott sei Dank. Aber vielleicht hat sie es auch nur zu mir gesagt und jetzt ist es Game Over. Nein, die geht. Die Friseurin, die auch kennen, oder? Nein, andere. Okay. Aber auch gut, oder? Die war gut, ja. Die hat das gut gemacht. Die hat das gern gemacht. Ja. Kommen wir zum Thema der Woche. Ja. Oh, nein. Da steht, feiert ihr Ostern, beziehungsweise wie habt ihr es als Kind gefeiert? Welche religiösen Werte wollt ihr auf alle Fälle weitergeben? Was geht denn hier ab? Okay, wild. Bei uns hat es halt Ostern ist so gefeiert worden, dass meine Mama Nestel versteckt hat. Wenn Ski wieder war draußen, wenn Ski wieder war drin. Und dann haben ich, meine Schwester und ich die Nestel gesucht. Dann sind wir ab und zu noch zum Essen gegangen oder mit meiner Oma oder mit den Verwandten. Karfreitag hat es kein Fleisch gegeben. Ja, bei uns auch. Sehr nervig. Und ab und zu, nein, das habe ich erst im Erwachsenenalter gemacht. Eierschirm. Ohrscheim, genau das. Das war eigentlich so mein Ostern immer. Mein Ostern war, also für meine Familie war Ostern eigentlich nie was Besonderes, so richtig. Also kannst du nicht mit Weihnachten vergleichen. Nein, jetzt einmal muss ich nachher sagen, für mich ist Ostern einer der größten Mülltage im Vergleich zu anderen Feiertagen. Aber eigentlich war es als Kind ganz geil. Wir sind immer mit meinem Dad Osterhasen Fußspuren so gegangen. Aha. Und es war halt dann alles, was du im Schnee gesehen hast, war dann eine Fußspur. Ja. Und in der Zeit hat halt dann der Osterhas bei uns daheim das Zeug versteckt. Ja. Das war echt ganz cool, aber mehr weiß ich von Ostern auch nicht mehr, weil... Ja, wir haben nur Eier gefärbt. Ah ja, das glaube ich haben wir auch gemacht. Den Geruch werde ich nie vergessen. Das ist was sie einbrennt hat von dem Eierfarbmittel. Das ist so essigmäßig. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was damals verwendet worden ist, jetzt noch mal erlaubt, denke ich mal. Ja. Hast du mal Eier ausblasen? Ja, das ist ein totaler Abfuck. Ja, das ist auch was, wo du schnell aggressiv wird. Das Lungenvolumen hätte ich gar nicht mehr. Ja, ist ja gar keine Chance. Ja, das war so mehr Ostern. Ja. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sein, weil da steht, welche religiösen Werte wollt ihr weitergeben. Ich möchte ehrlich gesagt gar keine religiösen Werte weitergeben, sondern einfach Werte. Ja. Also jede Religion baut ja meiner Meinung nach auch nur auf gewisse Werte, die Menschen haben sollten auf. Ja. Und das muss ja nicht einer gewissen Religion zuordnen. Nein. Also jetzt auch, wenn man nicht mega gläubig ist, finde ich schon schön, dieses ganze Weihnachtsding. Ich glaube, das ist ja für Kinder auch schön. Ja. Also es ist halt einfach ein Event an sich. Ja. Der Grund für dieses Event ist halt so. Ist halt da. Ja, ist halt da. Schön, dass wir es machen. Ansonsten, ja, so Sachen, die halt ein bisschen mit unseren Traditionen verknüpft sind, das so ein bisschen, also so, keine Ahnung, Leon Hardy, da so Segnungen, wenn es das machen will. Ja, dass man Kinder ein bisschen selber überlassen. Also, ja, klar. dass da nicht einreden. Also das ist eigentlich so der Punkt für mich. Also das, was früher mal Religion war oder für früher jetzt noch ist, weicht meiner Meinung nach oder in meinem Leben gerade komplett der Tradition. Für mich ist Religion mehr Tradition als Religion. Und ist auch mit Weihnachten so. Vielleicht irgendwann erleide ich mal ein brutales, tragisches Schicksal. Vielleicht ist es dann so, wenn man nicht mehr weiter weiß, kann es gut sein, dass man sich dann in die Religion flüchtet. Ja, ich glaube, das ist auch geil, dass man dann sowas hat, was einem macht es auffängt. Einfacher, ja. Weil wenn es dann geliebte Menschen oder so verlierst und dann denkst, man sieht sie irgendwann wieder, weil in unserer Religion ist das so, dann sehen wir uns auf keinen Fall wieder, weil dann bin ich ganz, ganz tief unten, schön mit einem Dreizack im Arschloch. Schon, ja. Mehrere, wenn es nach mir geht. Und ich sage, oh nein, hör auf. Das gibt's nicht. Erinnerst du dich, was ich damals gemacht habe? Ich habe nur mehrere. Ja, schon. Ja. Das ist der scheiß Anfänger. Ja. Lass mich Wie lange habt ihr hier den neuen zu mir geschickt? Ja. Kid Rap, unsere Religion. Du darfst jetzt eine eigene Religion gründen. Ja, Kruzifix. Wenn du jetzt eine Religion gründen darfst, wie schaut die aus? Was darfst du so? Wie darfst du die Religionen zusammenwürfeln? Ja. Ich glaube, du hast einen Schuss nicht gehört, oder? Bitte? Ob du behindert bist, hat er gefragt. Ja. Ob dir was fällt da um? Kompletter Synapsenfasching.
Nein. Machen weiß nicht, wir hier schon Podcast, während Sie Ja. nebenan Herrn Abgang. Vielleicht sollen wir zu der Deutschen Stadt sagen, dass wenn sie jetzt die Umgehungsstraße bauen, dass sie den Verkehr über unser Podcast-Studio leiten. Stimmt, ja, weil es ja eh leicht geht. Ja. Aber hat es ja nicht gewusst, dass wir gerade Podcast machen, ist ja scheißegal. Ja. Egal, ja, Entschuldigung. Ja. Also der hat sich auf jeden Fall ein Bild von einem Gott machen, weil das war in dem Fall dann ja ich. Ja. Also an der Führer, Ja. Autokrat. Ja. Was war meine Religion? Habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Habe ich mir schon einen Song drüber gemacht haben, den wir noch nicht veröffentlicht haben. Der jetzt aber in einer neuen Version nochmal viel more epic ist. Na. Ja, ich glaube, so versuche die Grundsätze zu vermitteln, was halt ethisch korrekt ist, meiner Meinung nach. Das war mal so die Sachen. Ich glaube, dass es besser ist, wenn man für eine Religion kein Geld zahlen muss, wie es jetzt bei uns ist. Also, dass ich jetzt eine Kirchensteuer zahlen muss, das. Es muss man halt einfach anders deklarieren. Es ist halt ein Club, es ist halt ein Verein. Ich meine, Da hat alle coole Lederwesten dran. ja, schon, ja. Und Ja. so eine coole Menschenopfer Gangster. wieder zurück. Ja, Ablassbriefe auf die 1. Hexenverbrennung. Damit da die anfangen. Ja. Das war da bei mir wirklich auf Punkt 1 stehen, wenn ich sage, und jetzt haben wir über das Thema, jetzt pass auf, jetzt stehe ich im Halteverbot, im absoluten Halteverbot. Ja. Und dann kommt so eine Politessenhexe. Ja. Und sagt, hat der hier Teufel zahlen. gesagt. Und dann sage ich, ich denke nicht. Na. Ich denke nicht, zack. Na. Auf den Scheiterhaufen oder auf diesen. Ich finde, dass der Scheiterhaufen ist mal viel zu prominent, also super Methode. Ja. Hat sich auch bewährt. Ja. Aber was ist mit den alten, ich tue so eine Hexe auf einen Stuhl und tauchst immer wieder unter Wasser. Ja, stimmt, und wenn es das sauft, dann Genau. ist es kein Hex gewesen. Ja, und dann wenn sie denkst du, verlebt oh, ist, gut. so eine. Oh, wieder. Scheiße, leider nicht. Ja, irgendwie 20 Hexen waren doch keine. Das ist Aber manchmal. das Risiko kannst du nicht eingehen. Aber das ist jetzt einmal wirklich ein Punkt. Das war ja wirklich das Vorgehen, gell? Ja, schon, Dass ja. wenn es überlebt, ist eine Hex und wenn es nicht überlebt, ist keine Hex. Es hat ja nie eine überlebt. Die Nein. müssen doch. Also, du hast eine Kampftaucherin gehabt. Oder so. Ja, stimmt, seine. Ja. Ja. Ich kann das den ganzen Scheißtag. Das ist ja kein Bremer nicht. Oder Nein. eine Kakerlake. Ja, schon, ja. Wo dann wieder hochkommt. Ja. Ich glaube ja sowieso, also ich bin voll für Wiedergeburt, weil ich habe weil ich da jetzt sagen, okay, vor allem auch die unglücklichen Leute, die wirklich richtig Scheiße gebaut haben und sie dann sagen, oh, jetzt bin ich schon froh, dass das Leben rum ist und dann kommen sie wieder am Anfang mir das genau das Gleiche wieder durch. Ja. Ich habe auch oben oder in meinem Fall oder in unserem Fall unten gar keinen Platz für die ganzen Arschlöcher. Ich möchte auf meiner Wolken da oben oder in meiner Hölle da unten in Ruhe hocken, hol mir noch Schön ein paar an die Leute dazu, Futzeln. ja, und dann her und dann wird Mosel. Also das kann ja wohl wirklich nicht sein. Ein bisschen. Ich glaube, das war dann meine Hölle, weil ich es nie hingekriegt, dass ich Ja. mal schöne Zigaretten drauf. Also, ja, ich hätte, glaube ich, nur Zeit, dass, Stimmt, ja. dass das da aneignest. Und dann, wenn ich eine Schiene habe, dann stelle ich fest, oh, ich rauche gar nicht. Nein, fuck, aber Schmeckt egal, ich nach Arsch. probiere es trotzdem nochmal. Ja. Ja. Ja, dann ist es eh wurscht, weil im Himmel. Ich glaube, in der Hölle da das Rauch anfangen. Ja. Denke ich mal. Ich glaube, wenn wir jetzt so in diesem Hinduismus-Ding sind, in die Kasten, sind wir aus Bayern schon relativ weit oben, also Komplett kurz oben, vor ja. der Erlösung oder schon in der Erlösung. Ich denke auch, Wenn ja. du jetzt so Inder bist, weit unten in der Kaste und halt da so in Ja. Mumbai rumgräbst, Ja. der mit 15 Leuten in der Fabrik, das der Schlafzimmer ist. Ja. Ja, und dann wärst du wiedergeboren in Bayern. Dann meine Freunde. Ja. Ja. Also, paar Werte, die vermitteln da das Leben und Leben lassen. Ja. Was die anderen Arschlöcher eine Religionen von mir aus ausleben, mir doch scheißegal. Das werden sie dann selber schon merken, Ja. dass das eine Scheiß-Religion Ja, ist. am Tag X. Aber richtig, ja. Oder wenn ich halt wieder auf meine Streifzüge geht, wo Ja, ich schon, ungläubige mein- meinen Kopf aber hau Ja, mit dem Hackelstecker. sag ich habe es euch gesagt. Wie gesagt, Die Ungläubigen. ihr dürft machen, was ihr wollt. Das ist mir scheißegal. Macht eure Religionen, aber ich komme halt einmal im Monat Ja, und dann hau ich euch mit einem Gas Hacks ja. ein Scherlei. Ja. Ja. Best gemeint. Nein, das ist mein Teil meiner Das ist Religion. meine Religion, ja. Nein, Das ist meine Meinung. nein. Ja, das ist aber schön an der Demokratie, die Religionsfreiheit, wenn es halt nicht mit dem Staat vermischt ist. Dann. Ja, das funktioniert. Es wird eigentlich so eine Religion so wie ein Verein sein. Also du sollst das halt machen, wenn du Bock drauf hast, aber halt
Weil ich gehe auch nicht, wenn ich beim Fußballverein bin, die ganze Zeit so die Handballer und sage, hey, magst du nicht mal Fußball spielen, das ist viel geiler. Ich glaube, manche schon, ehrlich gesagt. Ja, wahrscheinlich, ja. Hast du, weil wir gerade so schön im Sportthema drin sind, hast du mitgekriegt, dass jetzt Italien einfach zum 3. Mal, mir interessiert ja das alles gar nicht, aber das habe ich jetzt so oft gehört, Italien hat sich gerade zum 3. Mal in Folge nicht für die WM qualifiziert. Echt, okay. 3 Mal in Folge haben sie es nicht geschafft. Krass. Alter, ich muss halt aufhören zu reden. Geschafft. Ja. Nicht geschafft. Das Italien ist ist schon. die sind 4-mal Weltmeister geworden. Ja. Die sind eine der besten Fußballnationen. Ja. Waren es scheinbar mal. Ja. Totti nicht mehr dabei, oder? Wahrscheinlich deswegen. Ja, der Buffon einer mal. Die ganzen Der Original. Luis Figo, nein, so Spanier, der Luis Figo. Der Figo. Ja, jetzt ist Spanier. Glaube, oder? Ja. Schreibt es in die Kommis. Ja, keine Ahnung. Ja. Da wird der Stefan wieder der Erste sein. Ja. Der meinte, man muss die M schreiben. Ja. Ja, mal blocken, das Arschloch. Danke an die Nachrichten heute um 2 in der Früh, die du da gelöscht hast. Ehrenmann. Dann das letzte ist einfach, weil die Welt besser ohne Religion. Ich glaube, man kann es nicht sagen. Ich Glaub glaube, ich auch dass nicht, ja. für manche Menschen, die wo eine schlechte Ethik in sich tragen, ist vielleicht das so das Letzte, wo die Angst vor einer Strafe im Jenseits, was sie davor abhält, vielleicht Leute umzubringen oder sowas. Ja. Aber Also, ich glaube, manche, also keine Ahnung, jetzt der Iran war wahrscheinlich besser ohne Religion aktuell. was mir eigentlich am meisten an Religion abfuckt ist, also das gibt diese harten Gegensätze. Also einmal ist ja das ultra geil, dass wenn du nicht mehr weiter weißt, dass du sagst, okay, dann geh in Religion. Ja. Das ist mein letzter Ausweg. Ja. Aber auch diese Arschlöcher, die dann alles mit der Religion rechtfertigen, Ja. die einfach machen können, was wollen und sagen, ja, es tut mir leid, Ja. so sorry, Ja. ich weiß, ich bin ein Sünder, Ja. aber Gott verzeiht mir schon irgendwie. Das, Ja, es werden ja viele Sachen einfach ausgelegt, wenn man es halt gerade gern hat. Also sowohl bei den Christen, wo Ja. ja Sachen aus verschiedenen Sprachen, aus dem Lateinischen übersetzt worden sind, wo man ja auch nicht hundertprozentig weiß, ja. ist das alles korrekt gewesen oder war da auch ein Kid-Rap am Werk, Ja. der was schnell hinter sich bringen Wo sich wollte. kleine Fehlerteufelchen eingeschlichen schon, hat ja. hin und wieder, ja. Ja. Oder ja, das ist glaube ich immer schwierig. Dann das Cherry-Picking halt, Ja. haben wir auch viel aus dem Islam, die wo sagen, ja, keine Ahnung, kein Schweinefleisch, aber dann saufen sie sich im Club behindert und Ja, und ich sag, macht's doch beides. haben ein Frauenbild aus der Steinzeit. Ja. Meine Oma hat einmal gesagt, die Religion ist einfach 200-300 Jahre hinterher. Ja, was Die so hat spät. sich, die hat sich später gegründet und in Ja. 300 Jahren sind sie halt dann Ja, auf Christenlevel, yo. ja. Kid Rap, Los Brutales Favorites. Deine 3 Lieblingsbrauen. Meine Braten, ja, auf Platz 1 ist Schweinsbraten. Hab mir gedacht. Klassiker, ist einfach, aber ich überlege gerade. Ich bin nicht so der Braun. Dann mach ich- Hirschbraten ist, Ist auf der 2? ja. Ja. Bist du kein Enten- oder Gänse-Fan? Also ja, doch, ja, stimmt, ja. Ja. Weil Gans ist bei mir auf der 1. Okay, ja. Ja, dann auf Platz 3 ganz, ja. Krass. Ja, 1 bei mir ganz klar Gans Ja. slash Enten. Ja, Auf der 2 Schwein. ja. Die 3 muss ich ganz ehrlich sagen, also so ein Rinderbraten oder so. Nein, mag ich gar nicht. Also ich ist mag nicht gar so- nicht das übertrieben. Weil aber- Hirschbraten ist ja auch so gut wie nie. Ja, Aber glaube ich, ich mag die Wildsoße halt gern. ja, Und Preiselbeeren jetzt. bei mir ist halt alles was so, ich weiß, es ist eine andere Soße und eine andere Zubereitung wie beim Suppenfleisch, aber es geht für mich schon in die Richtung. Und das ist einfach nicht so 100%. Ich kann es essen, klar, Ja. aber nicht gern. Da lieber ein Hirschbraten. No, Bin ich bei dir. kein Böflamott. Na. 5 Fragen an Los Podalos. Jawohl. Was ist die Lieblingsgeschichte mit mir? Oder was ist halt die Lieblingsgeschichte mit jeweils anderen? Warst du damals mit dem Watschen-Battle? Ja, also ich glaube, das, was am außergewöhnlichsten ist, haben wir da schon verzeiht, ist unser Kenia-Ausflug. Ich glaube, das ist schon mit das Behindertste und eine gute Mischung aus allem. So Ja. ein außergewöhnlicher Saufort, Lebensgefährlich. lebensgefährlich, was wir so nie erlebt hätten. Einer hat Wichse getrunken. Man hat wirklich Namen erwähnen wir das, nicht. was mir spontan schnell einfällt. Ansonsten, also in die
graue Mülltonne an Schweiß lassen habe und du die dann aufgemacht hast. Da waren wir nicht besoffen. Da waren wir jugendlich und das war ein Albtraum. Ist da Suffgeschichte gestanden? Saufgeschichte, Ach ja. so, Saufgeschichte. Okay, dann. Ja, ich muss sagen, in Thailand war es schon auch cool, als wir um 6 Uhr in der Früh Das stimmt, das war irgendwie, war magisch. ja, das war ein richtiger Vibe-Moment auch. Ja, Weil wir da halt auch schon, waren wir ja, ich glaube, über 24 über Stunden 24 Stunden am Saufen und dann da von dieser kleinen Straßenverkäuferin da dieses Essen zum Kaufen. Das war so köstlich. Das war ungelogen. Ja. Also in meiner Vorstellung oder meiner Erinnerung war das in die Top 5 der besten Essen. Dieses Fleisch war so geil, die Sauce war so geil. Wir haben 2 Cent gefüllt dafür Zeit. Einfach nur perfekt. Ja, es sind viele so Urlaubsdinge. Ja, also die Fahrt zum Ding und dann bin ich fertig. Dann Nein, bitte. Die Fahrt zum Niagara-Fall, zu den Niagara Falls. Ja. Das war, also das ist für mich, wie sagt man, Suff-Gedächtnis levelmäßig so positiv eingespeichert und da ist auch so viel passiert auf dieser Autofahrt, so viel behinderte Sachen und so einen fetzen Vollrausch. Eigentlich sind da Sachen passiert für kannst du Bursch. Ja, sowas passiert anderen Leuten in einem ganzen Leben Ja, nicht. Also, das ist so wenn wir uns dumm. die Paintball-Ding gekauft haben und aufeinander geschossen haben, beziehungsweise der Stefano hat auf den Keiner geschossen und dann habe ich auf den Stefano geschossen, weil ich auf den Keiner geschossen habe. Ja, genau. Ja. Der Keiner sich nicht rechnen wollte. Ja. Dann natürlich Ohne Religion haben wir das komplett geschafft. ohne. Dann haben wir das Beyblade Battle, dann hat der Tobi auf einmal angefangen mit Schnaps zum Saufen. Das war alles so optimal. Das war einfach, es hat alles, das war so die richtig. Fotos, wenn wir da gemeinsam beim Pissen stehen, wie wir Wahnsinn. auf diese Säulen stehen und jemanden steht direkt in seinen Garten reinbrunzen. Aber auch der erste Tag, also was auch immer in meinem Kopf bleibt, weil das einmal der erste Tag in Chicago, Ja, das war ein wahnsinniger Sauf-Vibe. Also der einfach nur. zweite meinst du? Ja, also der erste richtige Tag. komplette Tag, wo wir von einer Location die andere sind, war urgeil. Dann aber auch New Orleans, wo es das alles, wo dieser Hurricane davor war. Nein, Nashville. Das war echt? Ja, Wo wir das Riesenbierpong gespielt haben? ja, es war Nashville. Ach geil. Ja, da, wo ich einen Keiner um 3 in der Früh irgendwo abgeholt habe und wo wir aus der Bar geflogen sind, weil der da hat es schon so geil Beni sein angefangen, Arschloch hergezeigt hat. Ja, wo wir im Hotel waren und der Andi nackert in der Badwanne geguckt ist und der Dosenbier gesoffen hat, ohne zum Bahn oder zum Duschen. Er ist einfach nur trinken. das ist offen. Dann ein paar andere Sachen, dann haben wir Bauwagen gerollt, weil der da gerade relativ frisch noch war. Oder ein Jahr her oder so draußen. Bads, oder? Und Bauwagen. Also da war auf jeden Bats Fall haben wir Bads nicht draus. rausgebracht. Also Nein, haben wir aber da gerade gemacht. hat's Aber aber auch schon Bauwagen aufgenommen. gesungen, Ah, okay. ja. Stimmt, ja. Ja. Aber dann auch, und dann, was aber auch noch wahnsinnig eingängige Saufgeschichte war einfach alles dicht gemacht hat. Und wir trotzdem in New Orleans am St. Patrick's Day einfach nur das Beste aus diesem Tag gehalten haben. Es war so geil. Ja. Keiner war auf die Straßen unterwegs in New Orleans und wir haben uns da behindert gesoffen und krummer Hund geracht. Ja. So geil. Der Mexikaner hat noch mehr aufgemacht für uns. Hat er dann diese Frozen Margaritas, leckt mich am Arsch. Ja. Super, es war einfach nur perfekt. Ja. In Deutschland, was auf jeden Fall positiv hängen geblieben ist, da habe ich 2 Sachen, wo mir spontan einfallen. Einmal, wo wir einen Kastenlauf durch den Tierpark gemacht haben. Der war heftig. Das war ein sehr, sehr behinderter Softtag, war echt lustig. Unser Après-Ski nach dem Auftritt, Ja, der war das- auch richtig krass. Ja. An Andi sein Geburtstag, wo wir im Weißbräu waren, der war sehr, sehr behindert. Wow, habe ich da einen Fetzen gehabt. Ja. Gegen die Geschichten anscheinend nicht so schnell. Nein. Jetzt kann der noch ewig Ja, das weitergehen. ist echt krass. Also allein, das Stravanzer-Video drehst da, auch die Vegas-Tage waren schon auch geisteskrank. Ja, in der klar. Hütte saufen, Ja, dann- Ja, fuck, ja, scheiße, es ist... Na, Passieren schon viele lustige, dumme Sachen. Ne? ja, mag ich gern. Ja, Mag ich sehr gern. ja, Jetzt wäre es mal wieder Zeit für so einen kleinen Trip. ja, So, was waren 10 Tage? War echt eine gute Zeit auch. ja, Also erst mal wieder Thailand, ja. dann wieder Amerika, dann Brasilien. Ja, Thailand ist jetzt ja gerade wieder beschissen, Warum? weil wegen die Flüge, weil er viel über den Nahen Osten geht. Ja, aber jetzt machen wir mal einen haben wir ja schon gesagt, einen Malotze IRL-Stream. Ja,
Ja. Das war Okay. geil, ja. Gut, das war Punkt 1. Weil gibt es ein Produkt, das unbedingt auf den Markt kommen sollte? Technik oder sowas wie Beer Zero, keine Ahnung. Ja, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass ich es faszinierend finde, dass die Medizin geschafft hat, aus einem Oberschenkelmuskel einen Schwanz zu machen, aber dass sie es noch nicht geschafft haben, irgendeine Pille zu machen, die wo ich nehme, und dann habe ich einfach keinen Kader mehr. Ja, Also einmal das. komplett auf Reset. Oder ich weiß nicht, weißt du, wie die Abnehmspritze funktioniert? Nein, Ich auch nicht, weil ich wollte gerade sagen, dass man nicht irgendwas nehmen kann, dass man nicht mehr zunimmt. ja, Dass das einen Stoffwechsel irgendwie so verlangsamt, aber ja, irgendwie ganz, ja, dass man, was natürlich auch mal ein ganz cooler Move war, wenn man Krebs heilen kann. ja, das war. Aber erst einmal die Ja, Sachen am hast Kader. lieber noch ein paar Bomben. Ja. Das war gescheiter, Ja, ja. und das mit dem Kader bitte nicht vergessen. Das war mir noch wichtig. Ansonsten, ja, Ich finde so Autos, die wo fliegen können, das war noch geil. Also so, du meinst ein Flugzeug. ja, aber nicht für jedermann quasi. Ja, das glaube ich da auch nicht mehr. Ja, und Ohne dann gleich einen Autopiloten, dass ich da nicht noch 2 Bier trinken kann, wenn ich das Ding habe. Ja. Ich glaube, wenn es wirklich was geben darf, dass du essen kannst, was du willst, was ja bei dir schon der Fall ist, Ja. nahezu, ohne zuzunehmen, ich glaube, dass dann das Essen schon auch enorm an Reiz verlieren wird. Also, jetzt wird es philosophisch, aber Ja. meine Lebensauffassung ist, dass alles, was besonders geil ist, auch immer irgendwie eine Schattenseiten haben muss. Ja. Es braucht einen Ausgleich. Saufen, nächsten Tag Kader oder du machst Ja. dummen Scheiß. Mehr fällt mir gar Ja. nicht ein. Saugeiles Essen, du wirst fett und Ja. sportlich. Ja. Welchen guten Rat habt ihr mal von eurer Mutter bekommen? Ich habe gesagt, also wir können beide dank unserer Mütter Zigaretten stopfen. Ich Ja. weiß nicht, ob das Zeit. Safe einige gute Ja. Ratschläge von meiner Mom gekriegt. Wenn man irgendwas weiß. Ja, machen wir mal, weil das ist eine wichtige Frage. Ja. Überspringen wir mal und Ja. schauen, ob uns in der Zeit was einfällt. Wurde dir schon mal was geklaut, Fahrrad oder so? Ja, mein Fahrrad. Ja, mein Radl. Das war, vielleicht bin ich deswegen also aggressiv, weil mein Radl geklaut worden ist und deswegen mag ich Radlfahrer nicht mehr, weil ich den Traum nicht leben habe können. Fuck, jetzt schließt sich der Kreis, ja. Uns ist beides Radl geklaut worden. Kein Wunder, dass Ja. wir Radlfahrer hassen. Deswegen mag ich keine Radlfahrer und habe es kein geklaut, weil Ja. ich gedacht habe, nicht mit Wir mir. kennen nichts dafür. Ja, nein, ich hab Kommunion gehabt und habe mir davor ein richtig schönes, nice Mountainbike gekauft und eigentlich war es im Marienstall immer so, also wir haben ja nicht einmal zugesperrt, also Ja. früher. Dementsprechend habe ich mein Radl im Garten einfach stehen lassen, ohne dass es angekettet. Also es war schon abgeschlossen, aber mit sich selber halt, dass man halt nicht radeln kann. Ach, sogar das. Ja. Und dann bin ich irgendwann in der Früh raus und mein Radl war weg. Einfach aus dem Garten geklaut, diese Hurensöhne. Und bei mir war es noch asozialer, oder eigentlich ist es genauso asozial, aber Ja. ich bin von der Schule gekommen und am Bahnhof mein Radl aufgestellt gehabt und Ja. ich habe 10 Minuten lang gesucht, weil ich mir gedacht habe, ich war wieder zu blöd. Ja, Das war einfach abzwickt. ja, Abzwickt, weg. Alles Gute. Und ich habe dann ein neues Radl gekriegt von meinen Eltern, weil die schon immer der Meinung waren, dass ich nicht am Weltenschmerz teilhaben muss. Ja. Ich kann ja nichts dafür, dass das Radl weg ist. ja. Das hat mir dann aber nicht so gut getaugt, wie das alte Radl. Nein, Das aber alte dann war auch- ein Koratec. Ja, ich weiß nicht, was meins war, aber ich habe dann ein BMX gekauft. Ja, das war weiß dann ich. für einen Arsch und dann bin Wolltest ich, du mehr mit nicht sagen? ja, Du bin ich warst nie so, wieder gefahren. so knapp Das ist so davor. anstrengend. Ja, ich hab's wurscht schon. Wir sind einmal gemeinsam gefahren, aber ich weiß Ja. fast verreckt. Ja, nix gänge. Nix Tricks. Einfach nur ein unbequemes kleines Scheißradl, Ja. wo ich mir sehr oft, wenn ich irgendwas versucht habe, meine Schienbein aufgehauen habe. Ja. Ich hab's eigentlich gehasst. Ich bin damit gefahren, ich hab's gar nicht gemengt. Nein. Kid Rap, was war das asozial? Aber warte mal, ich überlege gerade, ob noch irgendwas anderes geklaut worden ist. Ja, klar, beim Safe. Kellerstift haben sie uns Lampen geklaut, die Hurenkinder. Ja, die Hurenkinder. Ja, wir haben uns meine Kamera geklaut im Hilton Hotel. Stimmt. Die Hurenkinder. Die Hurenkinder. Ja. Im Hilton Hotel, das regt mich so auf. Das erste Mal, dass ich in einer Scheiß, oder das zweite Mal, dass ich in einem Hilton Hotel war, ich habe erst gedacht, das ist was Besonderes. Aber Wir es ist sind einfach aber nur, Gold-Member. ja, ich weiß, ja. Aber das Hilton Hotel ist einfach nur ein Standardhotel. Ich Also weiß, es ist das ist absolut- der Name besser wie die Einrichtung. Paris Hilton gute Promo gemacht. Ja, schon mit dem One Night in Paris. Ja, Video. schon, ja. Ja, das war es, glaube ich, bei mir so im Groben und Ganzen. Ich habe auch noch irgendwas im Kopf, aber
Zeit. Mir wird sehr auf viel Ja, Zeit gestohlen von Leuten in meiner Umgebung, aber das ist okay. Was war das Asozialste, was du hier von einer Hausparty gemacht hast? Ich weiß bei dir, aber ich weiß nicht bei mir. Das Asozialste, gut, wir waren mal auf einer Silvesterparty, wo wir nicht eingeladen waren, da wollte man Fernsehen mitnehmen. Habt ihr nicht, wo war das, wo ihr das Fassel mitgenommen habt? Das war Geburtstag. Ja, das war asozial. Aber da war ich noch so, dass ich gesagt habe, hey, wir lassen die Anlage da. Ja, das war insgesamt wild, weil da, wie gesagt, der Seppi über Umwege die irgendwie kennt hat und wir haben halt absolut gar nichts zum Tag gehabt. Dann sind wir halt da hingekommen und haben uns da aufgeführt wie die Axt im Wald. Ja. Also ich habe nie irgendwas zerstört bei einer Nein, das kaputt gemacht Hausparty. haben wir da nicht. Wir wollten es noch mitnehmen. Ja, wir waren einmal, Aber auch mehr so als Gag. wir waren einmal auf einer Studentenparty eingeladen Ja. und da hat einer meiner Mitstreiter, das war so faszinierend, ja, kann man sagen, kann man offen sagen, der Lotus, waren wir auf einer Studentenparty in Minga eingeladen und dann waren wir und die haben aber dann, es hat noch einer von denen, der die WG da gehört hat, Ja. gewusst, dass wir kommen und dann waren die irgendwie nicht so begeistert, dass wir da waren und dann waren wir Zenting und haben gesagt, gut, dann verpissen wir uns halt wieder. Dann haben wir da drin erst einmal auf fremde Leute mit Äpfel geschmissen, weiß nicht warum, also nicht fest, aber halt so gegen den Kopf und ein bisschen provoziert, war nicht angesoffen gut. Ja. Und dann sind wir rausgegangen und das hat so eine automatische, und irgendwann ist es, wir waren gerade im Gang, auf einmal ist das Licht ausgegangen aus dem Nichts, weil Stromausfall war. Und der Lotus hat aus irgendeinem Grund ein Edding dabei gehabt, hat innerhalb von einer Sekunde diese komplette Wand vollgemalt mit irgendwas. Okay. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Das Licht geht wieder an, alles ist verschmiert. Und wir sind rausgegangen. Okay. Aber ich war ja nicht die. Ja. Also ich habe eigentlich noch nie wirklich was Assoziates, glaube ich. Weil ich war halt auch nie auf fremden Hauspartys, sondern eben immer bei Freunden. Und da gibt es Ja, da wenig, macht man nichts kaputt. Ne? wenig Ja, sonst waren Anlass. die meisten Hauspartys immer beim Sepp und beim Anjan. Ja. Da ist schon rundgegangen, aber da habe ich auch nichts kaputt gemacht. Zum Beispiel Spiegel bei einer Schlägerei kaputt gegangen, war ich auch nicht beteiligt. Echt, was war da? Ja, da haben sie halt zwar das Raffen angefangen und sind halt im Gang, so ein typischer Gangspiegel halt, ist halt einer dagegen geschubst worden. Ja. Sonst ist es immer entspannt. Was steht die Woche an? Ostern? Ostern. War ja. jetzt schon, also wenn ihr das sagt, ist ja ein großer Osterpodcast. Ja. Aber Nein, sonst. so richtiges Detox-Wochenende. Ja. Also genau wichtig zu erwähnen, das ist bei vielen von uns Dry April, so halbert. Ja, bei mir Warum? nicht der ganze April, aber. Nein, geht einfach nicht. Das, man hat ja auch Verpflichtungen. Ja. Gibt jetzt auch ein riesen Problem, aber hilft jetzt nichts. Der Mann hat uns zu seinem Geburtstag eingeladen. Oh, Und das ist halt echt hart, ja. weil der feiert nie Geburtstag. Und das der- ist jetzt am ist der 12. Ru- April, ja, Ja, es wäre der Runde. Fuck. Aber es ist einfach nicht umsetzbar. Ja. Ich kann auch da nicht nüchtern hin, das habe ich einfach keinen Spaß. Ja. Das ist, ja. Nein, ich freue mich auf das, tatsächlich ein bisschen auf den Monat. Aus Fitnessgründen Ja. und Gesundheitsgründen. Ja. In 2 Monaten wird alles wieder beim Alten sein, aber diesen einen Monat kannst du mal mitnehmen. Ja. Und dann ist Mai eher nochmal Urlaub. Und schauen wir mal, dann werden wir ein Sixpack oder halt richtig fett zurückkommen. Im Mai haben wir aber, glaube ich, 5 Auftritte oder so. Ja, Ja. aber erst Ende Mai, erst an meinem Geburtstag. Ja. Das ist der erste. Ja. Wo ist der nochmal? Du weißt das immer sowas. Der erste ist in Hollywood, Höllkofen. Hellkurven. Ja. Geil. Pfingstwochenende ist das, glaube ich. Liebe Freunde, wenn ihr am 22. Mai nach Hollywood kommt, falls das da ist, Ja, ich schaue nochmal nicht, dass ich scheiße aber. da habe ich ja gesagt Geburtstag und ich garantiere euch, dass wir da sowas von aus dem Leben Ja, katapultieren. passt. Höllkofen. Hellkurven Dann am Montag weiter nach Beidel. am Montag? Ja. Wie am Das Montag? ist Pfingstmontag. Ja, leck mich am Arsch. Ja, also wir sind Freitag, dann Montag und dann am Freitag drauf sind wir in Nürnberg. Geil. Und dann, ja gut, das war schon der Wo Mai. ist da Band dabei? Ich glaube, mal schnell schauen. In Hollywood nicht. Schade. In Beidel sind sie dabei. Ist am Montag, oder? Ja, da spielen wir mit der Anja. Er war ja direkt der Schmarrn dann am Sonntag heim zum Fahren, oder? Ja, Wie ist das so von der. Aber das kennen wir ja natürlich auch. schauen wir mal. Schaut auf jeden Fall am 22.05. vorbei.
Ich werde mich zu meiner eigenen Ehren werde ich mich komplett über ein Jahr dann saufen. Ja, genau. Ansonsten arbeiten wir weiter an Songs. Gehen wir jetzt dann, also einer ist schon fertig. Ich habe jetzt das Release-Datum nochmal geändert, weil das am Kalender falsch gestanden. Aha. Also wir machen ja alle im 3-Wochen-Turnus, war also der 17., wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, Da 16. Fuck. Nein, 17. stimmt, ja. Am 16. kommt das Musikvideo. Ja. Falls wir es machen. Ja. Aber machen wir schon. Jawohl. Dann Ansonsten- danke für eure Aufmerksamkeit, oder hast du noch was zum Sagen? Bei dem Dad waren wir noch beim Saufen, das haben wir gar nicht erzählt. Fuck, ja, scheiße, das war ja. Ja. Das haben wir noch schnell. Ja. Schicken wir noch schnell hinterher, jetzt hocken wir gerade gleich Ja. weg. Wir haben dadurch, dass Dry April ist, partiell, Ja. haben wir gesagt, wir machen ein kleines Abschlusssmoken bei meinem Dad. Hat relativ gut hingehört. Waren nicht unsere besten Rips, so ehrlich muss man sagen, aber wir haben das mal einen kompletten Fact drauf gegeben. Wir haben einmal Kohle nachgefüllt. Auf einer Seite war verbrennt, die anderen waren nicht gescheit durch. Also das war eigentlich ein reines Chaos. Ja, auch noch steht 2 Whisky und 13,5 und dann ab ins Bett. Ein Harry sein Keller haben wir. Ah, den haben wir auch noch eingeweiht. Ja, Der schönes Harry Ding. hat eine richtig starke Man Cave sie gebaut. Da haben wir die ersten 2 Cerveza getrunken und Weißwurstfrühstück gemacht und dann hat der Tag seinen Lauf genommen, wie der Kid Rap schon gesagt hat. Das sind 13,5 getrunken worden, 2 Whisky. Ist gut gegangen. Ja, genau. Checkt's noch Weißwürst mit Senf aus vom Cats Music und vom Snoozer. Goldenen Snoozer, das auch rausgekommen als Musikvideo. Unterhaltsam. Super, dann hat die letzten Worte wie immer der wunderbare Harry Harry.